Bei der Maschine, die stickt wie ein Roboter. Und der Stoff scheißegal. Wenn ich nicht mehr bin, geht es wahrscheinlich verloren. Und darum mache ich es erst recht. Ich bin die Claudia Gallmeier-Hagel, bin Handstickmeisterin vom Beruf, selbstständig. Ich liebe am Sticken, dass was Wunderschönes dabei rauskommt zum Schluss. Von 1940 ist es. Das war das, von 1940. Also ein sehr altes Taufkleid. Das bringen die Leute mir, dass ich dann einfach weitere Namen einfügen kann. Das ist eben eine Chronik, eine Geschichte, nachdem man sieht, wie viele Generationen da schon jetzt hineingestickt worden sind. Also wenn da was zerstört werden würde, wäre die Hölle los. Ich traue mir, so alte Taufkleider mit der Maschine nicht zu besticken. Wenn die Nadel von der Maschine geführt durch den Stoff geht, geht sie mit einer so schnellen Geschwindigkeit durch den Stoff, dass der Stoff reißen kann. Ich muss jetzt zuerst die Info mir holen von der Kundschaft, was die wollten. Es geht ja heutzutage alles nur mehr über WhatsApp. Das ist Mettis, eine Schülerin aus der Fachoberschule, die angefragt hat, ob sie bei mir ein Praktikum machen darf. Ja, gar nicht schlecht. Da das Kreative reinzustecken und wie gesagt dann was Eigenes zu kreieren und dann in der Hand halten zu können, das finde ich halt irgendwie richtig cool. Lilia, geboren 21.04.2025. Was würde passieren, wenn Sie sich auf dem Taufkleid verschreiben würden? Das darf nicht passieren. So, jetzt habe ich was verkehrt gemacht. Jetzt muss ich das korrigieren. Was steht noch dabei? Unter Lotta. Unter Lotta. Da war ich 5. Da habe ich ein Osterdeckchen für meine Mutter gemacht. Hab's immer noch. War gar nicht schlecht, das Osterdeckchen. Das war das erste Mal, als ich eine Sticknadel in der Hand hatte und was gestickt habe. 21.04.2025. Gut. Und das ist ein wasserlöslicher Stift. Meine Mutter ist Stickerin und hat mich dann, als ich die Schule beendet habe, zu einem Stickbetrieb geschickt, wo ich das dann in 3 Jahren gelernt habe. Nein, mein Jugendtraum war was anderes. Ich wollte Tänzerin werden. Ich habe dann nachher trotzdem die Lehre gemacht. Ich habe mir das Bild damals in der Gesellenzeit gemacht. So eine Rose, da habe ich einen Tag gebraucht. Auch das finde ich toll. Die verschiedensten Materialien, wie man die einsetzen kann, wie man was toll gestalten kann. Meine Mutter hat das Sticken im Kloster gelernt. Sie ist mit 19 ins Kloster gegangen. Das waren damals ihre Arbeiten. Und da eben, wie sie lacht. Sie wurde gemobbt, dann ist sie ausgetreten und dann hat sie in eine Familie geheiratet. Das war mein Vater. Dann bin ich entstanden. Sie hat weitergestickt, weitergearbeitet. Sie war trotzdem eine starke, selbstständige Frau, die ihr eigenes Geld verdienen wollte. So ist es damals gewesen. Jetzt spanne ich das Ganze ein in einen Handrahmen. Das ist das Auto, das ich sticken kann und dass ich dieses alte Gewebe nicht kaputt mache. Weil die Kette- und Schussfäden jetzt unter eine Spannung kommen. Und wenn es zu alt ist, das Gewebe, dann könnte es sein, dass dann irgendwas bricht. Dann nehme ich eine Nadel mit einem größeren Öhr, dann einem Vierfachstickgarn,
Das gibt es in Deutschland jetzt nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt über Frankreich gehen, weil die deutschen Firmen das nicht mehr produzieren. Mir scheint, ich bin in Deutschland die Einzige, die das macht. Die Leute suchen jahrelang nach einer Handstickerei und dann rufen sie mich an, jetzt habe ich sie endlich im Internet gefunden. Ich mache einen Stielstich und erhöhe damit die Stickerei. Ein Stielstich schaut aus wie eine Kordel. Dieser Stich wird verdeckt. Jetzt übersteche ich bereits den ersten Buchstaben, dass ich den Stielstich jetzt verschwinden lasse. Und da muss man sich sehr konzentrieren. Man muss den richtigen Winkel antreffen, in die richtige Richtung den Faden ziehen, mit der richtigen Spannung und dann wieder in den richtigen Winkel einstechen, dass der Stich genau so liegt, wie man es haben möchte. Ich habe einen Mann kennengelernt, mit dem bin ich mitgegangen. Das war mein erster Freund, mein erster fester Freund. Ich dachte, wow, Beziehung, wow, irgendwann Familie, Family, Kinder, heiraten, was sich so die Frau wünscht. Ja, er wurde immer brutaler. Er hat von mir dann verlangt, dass ich eine andere Ausbildung mache. Ich hatte 5 Jahre lang gehört den Satz, du kannst nichts, du bist nichts und du hast nichts. Das war eine prägende Zeit. Wünsche ich keinem. Nachdem ich gemerkt habe, das funktioniert nicht, bin ich gegangen. Still und heimlich gegangen. Und dann habe ich gemerkt, als ich gegangen bin und in den Beruf zurückgekehrt bin, habe ich gemerkt, wenn man arbeitet, heilt die Zeit die Wunden. Irgendwie kam ich in einen Hafen. Also ich könnte den ganzen Tag jetzt weiter sticken. bis einem die Augen zufallen und dann muss man Pause machen. Ich war mal in einer Ausstellung und dann hat die Führung geleitet hat gesagt, das hat man früher gemacht, als er ein Taufkleid hinter einem Schrank, hinter einer Vitrine gedeutet hat. Das hat man früher gemacht, heute macht man das nicht mehr. In mir drinnen schrie es auf, weil ich es ja noch mache, aber dann sind wir rausgegangen und ich habe nichts gesagt. Drum, vielleicht ist das ein Grund, weshalb ich erst recht möchte, dass es mit dem immateriellen Kulturerbe in die Köpfe der Leute kommt, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Bewerbungsformular für das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Bayern. Ich habe es im Prinzip schon durchgearbeitet. Ich muss das alles jetzt nur noch sauber schreiben. Die Praxis des Stickens selbst hat eine sehr lange Geschichte, die bis ins alte Ägypten zurückreicht, lange bevor es mit Taufkleidern verbunden wurde. Finde ich interessant. Wenn ich es mal aufhöre, ist es weg. Dann gibt es wirklich nicht mehr. Außer es findet sich eben jemand. Die Hoffnung soll man nicht aufgeben. Was wird das? Ach, das ist ein Brot. Mach doch noch Kerne rein. Oder mach graue Tupfen rein, damit man das Gefühl hat, dass Luft noch drinnen ist. Verstehst du, was ich meine? Könntest du dir vorstellen, Stickerei zu machen? Definitiv. Aber das einzige Problem wäre, Geld zu verdienen quasi. So ein Taufkleid, da arbeite ich 5-6 Stunden dran. Sprich 200 € plus Mehrwertsteuer. Wenn man viel Geld verdienen will, Millionen verdienen will, ist das der falsche Beruf. Wenn es aus dem Herzen kommt und man sagt, scheiß aufs Geld, dann ist man richtig. So, und jetzt mache ich noch das Pünktchen. Und dann habe ich's. Kannst du mir bitte die Schere geben? Danke. Fertig. Und? Bin zufrieden. Jetzt fotografiere ich das Ganze und schicke es der Kundschaft.
Jetzt muss ich warten, bis sie sich meldet. Wie fühlst du dich? Angespannt, weil ich ja nicht weiß, aber mir gefällt's und dann wird es, hoffe ich, der Kundin auch gefallen. Wenn der Kunde glücklich von dannen zieht oder wenn er das Paket aufgemacht hat und begeistert sagt, wow, das war's, genau richtig, sehr gut. Das sind für mich die Auszeichnungen. Gut, schauen wir mal, was die geschrieben haben. Die Stickerei sieht genauso aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Sehr, sehr schön und wirklich hochwertig. Sie ist zufrieden. Was will man mehr? Das Ergebnis bleibt von meinem Handwerk, wenn ich es nicht mehr mache. Das heißt, die ganzen Leute haben dann die Stickereien von mir zumindest zu Hause als Erinnerung. Man hinterlässt eine Unterschrift.